Bereit für einen der härtesten und epischsten Kämpfe in Naruto Shippuden? Na dann, los geht's! Und zwar mit dem Kampf zwischen Jiraiya und Pain. ここはかつて短い間ではあったが、わしの弟子として育った3人の子供たちがいた。おのおのが互いのことを思い、彼らこそ平和への道を切り開いてくれるものだと考えていた。だがしかし、まさかこのような場所で再会するとは思ってもみなかった。暁の者として弟子の一人であるコナンはわしの前に現れた。暁のリーダーを神と崇めるコナンからはかつての温かさが消えていた。あのコナンが闇に落ちたというのか。 Wäre zumindest nichts Neues, oder? Ich meine, jeder Charakter in Naruto gibt sich irgendwie mal der Dunkelheit hin. Weil bei Sasuke auch nicht anders, Nagato auch. Gut, viele konnte man auch wieder zurückholen, nicht wahr? Gaara war auch so ein Fall, den man wieder auf den lichten Wege des Pfades zurückführen konnte. Oder auf den lichten Pfad des Weges wohl her zurückführen konnte. Naruto hat ja auch eine dunkle Seite, beziehungsweise hat er eigentlich immer noch, jeder von uns eine dunkle Seite und so weiter und so fort, aber ja. せめて師として引導を渡さねば。決意はすでに固めてあった。 Also den Satz ist noch ein bisschen seltsam für mich. Für mich als ihren Lehrer war es das Mindeste, dass ich ihr die letzte Ehre erwies. Ist die letzte Ehre eigentlich nicht immer den Tod zu tun? Ah, cool! Conan ist also ein spielbarer Charakter. Oder der Charakterin. Eigentlich eine hübsche Frau, muss ich sagen. Aber ein bisschen mehr lächeln könnte ihr auch nicht schauen, wa? Man könnte echt meinen, ihr Gesicht wäre aus Stein gemeißelt, nicht ihr Stein wäre aus Gesicht gemeißelt. Plus 70. Lecken wir mal Arsch und tschüss. Lecken wir noch am Schöpli. Bin mal gespannt, was Jiraiya so für Jutsus drauf hat, wa? Ihre Papierschuriken, allgemein Papierjutsus. Nö. Ich will nicht verschwinden, mir gefällt's hier. Ist schön nass hier, Namekakure. Ja gut, Jiraiya gefällt's vermutlich eher weniger. Alter, ist die schnell. Au! Mann, ey, wieso müssen Frauen immer so brutal sein? Das ist sowieso eine heikle Situation, oder? Ich meine, als Mann darfst du keine Frau schlagen. Sonst bist du wieder mal der Arsch vom Dienst. Aber Jiraiya ist es egal, er macht's trotzdem. Haarkunst Jutsu. Und voll vorbei, Jiraiya. Lern mal zielen! Geht doch. Voll abgefangen. So, wie sieht dein Ultimate Jutsu aus? Der gleiche Scheiß oder war? Ja, immer noch der gleiche Scheiß. Mann, Jiraiya, lass mal was Neues einfallen. Von Papier fertig gemacht, ey. Das tut doch weh. Weiß ich nicht, wie leicht man sich ein Papier schneiden kann? Der arme Finger. Aber das ist auch nicht gerade die schnellste, wa? Ja. Rasengan! Sag mal, Jiraiya, kannst du einen Sharingan auch auf... Nee, er kann das Rasengan nicht aufladen. Hat doch jetzt echt Sharingan gesagt? Ich meine natürlich, sein Rasengan kann er nicht aufladen. Oh, die hat ja auch einen Erwachtmodus, wa? Ja, dann muss was dagegen unternehmen. Kein Bock auf Erwachen von mir. Oh, ich kann nicht nur... Papier kann so scharf sein. Es kann einen sogar töten, ey. Irgendwie entwickelt sich mein Let's Play zu Naruto Generations von einem Abklatsch von Super Mario, wa? Nur noch fehlt's.
Nee, natürlich nicht. Also kein Let's Play lässt sich empfehlen mit Mario vergleichen. Nee. Vielleicht wäre es auch mal hilfreich, mich ein bisschen mehr zu konzentrieren, wa? Kann ja auch nie schaden. Wieso wird mir jetzt schwindelig? Was war das gerade? Was macht denn die Kröte von Jiraiya hier? Oh, ja, renn doch erstmal komplett hinaus. Aua! Müsste keine Frau nicht mehr so brutal sein, wa? Es ruckelt auch noch, das darf doch nicht wahr sein, nicht jetzt! Feuerversteck. Eigentlich müsste ich hier Öl einsetzen, wa? Das wird noch mehr helfen. Bäm! Krötenbauchklatsche. Oder Bodyslam. Yeah. Rasengan! Yeah. Hier, Rauchkügelchen. Die rennt auch noch rein. Ja, gebe ich da gerne zurück, wollte ich sagen. Ja. Yeah. Feuerversteck. Den Arsch verbrannt. Ja, seht ihr, das geht schon. Eine Frau darf man zwar nicht schlagen, aber ihr den Arsch verkohlen, das geht in Ordnung. Und Rang C wieder einmal. Was könnte man für so einen schlechten Kampf auch sonst anbieten? Tja, was habe ich gesagt? Was? Orochimaru? Och nö, ey. Wieso ausgerechnet die hässliche Schlange fressen? Wieso ausgerechnet jetzt, zu diesem Zeitpunkt? Das gibt ja mal null Sinn. Ja, und hier sieht man es vielleicht ein bisschen, naja, nicht besonders gut, aber ja. Man sieht, dass sie irgendwie ein paar Flecken auf der Kleidung hat. Das rührt, wie vorhin gesagt, daher, dass Jiraiya sie mit Öl begossen hat und dann funktionieren ihre Papierjutsus nicht mehr. Daher ist der Sieg von Jiraiya über sie ein relativ... Ja, hör mal auf mit dem Quatschen. Okay. Ja, wie gesagt, der Sieg über Konan war für Jiraiya deshalb ziemlich einfach. Aber wieso sind jetzt bereits alle 6 Körper hier? Nagato mit dem Rinnegan. Sein wahrer Körper übrigens hier. Weil die Pains, die man vorhin gesehen hat, waren nur seine 6 Pfade des Weißen, könnte man sagen. Weil man ja mit dem Rinnegan 6 Körper gleichzeitig kontrollieren kann. Da jetzt ein bisschen spoilern, Leute. Okay. Ihr seht ja hier, Nagato hat ein paar rote Haare. Das heißt ein paar, er hat rote Haare. Und das rührt offenbar daher, dass Mitglieder des Uzumaki-Clans, also das gleiche wie Naruto, dass deren Mitglieder halt diese rote Haare haben, die stehen für langes Leben, viel Willenskraft und so, ich glaube sogar ein starkes Chakra. Ja. Oh, gut wird das Thema auch noch aufgegriffen. Ja, das Rinnegan, also... Klar, das Rinnegan ist das mächtigste der großen Dojutsus, nicht wahr? Der Augenkünste, aber dass er ja das Rinnegan erweckt hat, also dass wirklich das Rinnegan die Augen von Nagato sind, das bezweifle ich ja bis heute noch.
Genau, und Pain. 我が弟子ながら相手はそれこそ神に匹敵するほどの力を持つ。生半可な覚悟では勝つことなどできない。 Steht da jetzt echt, aber als Gegner wäre gleich stark? Jiraiya? Der hat das Rinnegan. Und wegen gleich stark. 全ての力を持って奴を始末するため、わしは In den Senin-Modus, seiner Wachzustand. 蹴りをつけるために Ist zwar nicht der perfekte Senin-Modus, aber sollte helfen. ペイン、いや長門、お前がなぜこのようなことを。先生、あなたはまだ人でしか。だが俺はあの頃より成長したのだ。この世を導く者、神よ。Ja, von Arroganz und Selbstüberschätzung keine Spur. Nö, überhaupt nicht. 神か。まさかお前が冗談を言うとはな。 Ja, aber ein schlechter. 神としてあんたに痛みを与えてやる。 Der ist auch gut. Als deinem Gott gestatte mir dir Schmerz zu schenken. Ja, das muss damals der Gott bei Moses wohl so ähnlich gedacht haben. もはや言葉は不要というわけか。ならばわしも手加減なしで行く。長門、お前はここでわしが消す。 Da frage ich mich doch glatt, ob das im Original auch so überkam. Ja, so von wegen, Nagato, heute brenne ich dein Leben. Ich dachte, er wollte ihn damals nur aufhalten. Okay. Wie gesagt, ich denke mal, Jiraiya ist gerade im Wachzustand, also Erwachzustand. Kann mich natürlich auch irren. Das ist ein eigenständiger Charakter. Nee. Es steht da, Kampf im Wachzustand. Gegenangriffsstärke wächst. Ja. Gegen Pain. Mit Stärke plus 80. Ich überlege ernsthaft, den Part bereits zu beenden und im nächsten Part hier weiterzumachen, weil das wird sowieso etwa 20 Minuten dauern, bis ich das mal geschafft habe. Wenn überhaupt. Ach du Scheiße. Puh, Glück gehabt, er wollte gerade Shinra Tensei einsetzen. Kann ich einfach aufladen? Nö. Und ich habe voll meine Chance verpasst. Das ist wieder mal super, wa? Ich meine, ich bin im Wachzustand im Gegensatz zu ihm, wa? Oh. Ja, und ich hau ab. Tschüss. Weil ich habe keinen Tauschjutsu mehr drauf. Jetzt kommt er noch mit seinen dämlichen Speeren, hey. Nagelkissen. Nagelkissen. Bam. Rasengan. Also irgendwie hatte ich gehofft, dass Jiraiya im Wachzustand ein anderes Rasengan hat, wa? So in der Art von Riesen- oder Rasengan, nicht wahr? Oh oh, ich muss mir ein bisschen abstaunen, ich habe keine L2 mehr, so jetzt habe ich zwar wieder, aber... Shinra Tensei war ein Fehler, Alter! Do! Mit dem Rasengan beendet. Sorry Leute, ich bin glaube kurz an den Tisch gekommen. Wir haben es auch noch geschafft, hey! War einfacher als erwartet, muss ich zugeben. Und Rang A dafür, ja, geht in Ordnung. Mutstamm. Ryo. Ja. Auch ein bisschen Kohle gibt's dafür, ist doch schön. Tja. Das dachte er nur. チャクラを限界まで使い、満身創痍だとしても、ペインを倒せたのであれば、それでいい。Schwere Wunden, wa? Irgendwie stimmt. Also irgendwie gibt es gerade keinen Sinn, was er da von sich quasselt. Weil im Original war es ja so, dass er zu dem Zeitpunkt, als er Pain
vermeintlich besiegt hat. Da waren es ja mittlerweile 3 Körper, die er da mit seinem einen Genjutsu aufgehalten hat und dann irgendwie, ja, sagen wir jetzt mal, am Boden fixieren konnte. Dann hat er ein paar Schritte weggemacht, dachte er hätte alles erledigt und so, und dann kam plötzlich der 4. Körper von hinten, hat ihm den Arm abgerissen, den linken. Deshalb spricht er hier auch von schweren Wunden erlitt. Aber von Pain war besiegt? Nö, keine Rede da, keine Rede, denn da hat er erst gezeigt, dass er wirklich aus 6 Körpern besteht. 二代千釜に感謝を。これでこの葉に変えることができるはずだった。 Bingo. あいつはペインはまるで何ともなかったかのように再びわしの前に立ちふさがった。 Gegen das Renegan ist halt schwer anzukommen, hey. Vor allem gegen Nagato, okay, ja, mit den Pain-Körpern, also ich behaupte zumindest mal, dass seine Variante mit den 6 Pain-Körpern ist vermutlich eine der schwächeren Formen, die er drauf hat. Wer die aktuellen japanischen Manga-Kapitel kennt, der weiß, wovon ich spreche, denn da taucht Nagato wieder mal auf und, ja, ich sag mal so viel stärker als je zuvor. 奴は一体なぜ奴は平然としている。今残りのチャクラでわしにできることは Ein Testament, würde ich mal behaupten. Oder ihm zumindest raten. 諦めろ。あんたの負けだ。まだだ。わしはまだ戦える。往生際の悪い。そこまでして何になる。せめて一体だけでも。まあいい。どうせあんたはここで果てる運命だ。チャクラが足らん。甘いな。よくここまで粘った。褒めてやろう。だがダメだ。気が遠くなる。わしは死ぬのか。わしは自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。俺はほかげになるまで絶対死なねえからよ。私が言ってるのがそういうことなら俺は一生バカでいい。ナルト。そうだ、ナルト。お前はどんな時も諦めなかった。ならば死であるわしが弱音を吐くわけにはいかんの。なぜなら弟子の人道は師匠譲りと相場は決まっとる。なあ、そうだろう、ナルトよ。のさすがジライア先生。しぶとい。もう諦めろ。もはやどうすることもできない。わしが諦めるの。諦めろ。終わった。これでわしの地雷や豪傑物語もついに結びか。思い返せばわしの物語は失敗ばかりだった。綱手に振られ続け、友を止めることもできず、弟子と死を守ることもできなかった。火影たちが成した偉業に比べれば、わしのしてきたことは取るに足らぬくだらぬことばかり。何も残すことができなかった。いや、
違う。そうだ、わしはわしの意志を受け継いでくれる存在を見つけたからこそ安心してここまで来られたの、ナルトよ。お前と共に笑い、お前と共にあったおかげでわしはここまで歩いてこられた。お前の存在がわしの、どうやらわしの生き様思うほど悪くはなかったようだの。最終章、胃の中の蛙大会で散るの巻か。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。さて、この物語ももう終わりだ。そろそろペンを置くとしよう。お、そうだ、続編のタイトルは何がいいかの。そうだの、渦巻きナルト物語。それがいい。Und somit endet die Geschichte von Jiraiya. Ja, also normalerweise habe ich nichts gegen animierte Cutscenes und so, aber was war denn das für ein Scheiße? Das hatte mit dem Original überhaupt nichts mehr zu tun. Moment mal schnell, Moment, was ist denn das? Altersfreigabe ab 12. Ja, man könnte meinen, das war eine Szene, die RTL 2 bearbeitet hatte. Also ohne Witz. Die Geschichte von Minato Namikaze, na endlich. So, dann eine kurze Erklärung hierzu, was ich gerade von mir gegeben habe. Als Jiraiya auf die 6 Pins getroffen ist, nicht wahr, das haben wir gerade vorhin gesehen in der animierten Cutscene, da war er zum einen, war Jiraiya noch im Senin-Modus, die 2 Frösche waren auch noch bei ihm, zumindest einer noch, ne, waren beide noch dabei. Und da hat er bereits seinen linken Arm nicht mehr, weil sonst hätte es doch gar keinen Sinn mehr gegeben, warum das am Schluss einfach so quasi ohne äußerliche Verletzungen gestorben wäre. Oh Mann. Ja, wie gesagt, in animierte Cutscenes so in Videospielen so nach ein bisschen Zensierung habe ich ja nichts, aber wenn wirklich das Ganze so zensiert und überarbeitet wird, also, ja, Prost Mahlzeit dann. Und dass er dann die anderen mit so einem gewaltigen Rasengan angegriffen hat, stimmt auch hinten und vorne nicht mehr, hey. Er ist dann nochmal kurz zu sich gekommen, also ja, zurückgekommen könnte man sagen von den Toten. Na gut, richtig tot war er noch nicht, aber ja. Er ist wieder zu sich gekommen und da hat er einfach dem einen Frosch, sprich dem, ja, wie hieß es eigentlich? Der hat ihn immer nur Ma und Pa gesagt. Na, auf alle Fälle hat er dem einen Frosch, in dem Fall Pa, hat er eine Botschaft hinterlassen, beziehungsweise auf den Rücken eingebrannt, die der Forscher dann zu Tsunade, also nach Konoha gebracht hat und diese dann entschlüsselt werden konnte, weil da stand das Geheimnis über Pain drin. Ja, nur noch so viel, falls ihr euch fragt, dass denn da gerade eine Scheiße abgelaufen ist, weil ich frage mich das gerade auch. Hatte mit dem Original, wie auch schon erwähnt, nicht viel gemeinsam, einige schon. Vor allem den Schluss, als Jiraiya da am Wasser sank und so, mit den Gedanken bei Naruto und sein Vermächtnis war, das war eigentlich alles soweit korrekt und stimmt mit dem Original überein. Aber sonst, der Kampf an und für sich, nee, stimmt überhaupt nichts mehr. Was soll's. Der Pfad ist somit zu Ende, wird mal ein bisschen überzogen, das dürfte mal lange dauern, bis der hochgeladen ist und so weiter und so fort, aber ist ja auch egal. Im nächsten Part geht es mit der Geschichte von Minato weiter. Das dürfte richtig episch werden, hey. Der Minato ist zum Steuern vor allem richtig geil. Habe ich auch schon... Moment mal. Nochmal kurz zurück. Das habe ich eh schon überzogen. Da kann ich auch gleich noch ein bisschen weiter überziehen. Ja, was mich gerade gefragt habe, ist, ob wir mir Minato eigentlich bereits freigeschaltet haben. Irgendwie habe ich so im Hinterkopf, dass ich bereits mal mit ihm gespielt habe. Ja, geht nur darum, euch mal kurz etwas zu sagen. Ist das bereits drin? Nö, ich sehe ihn nicht. Okay, da habe ich mich mal wieder geirrt. Ja, und wie geirrt? Egal. Ja, er lässt sich sicher ganz grandios steuern und so, da habe ich keine Bedenken. Neu hinzugekommen sind derweil Orochimaru, Jiraiya selbst auch, Galant Rasengan, Galant Rasengan, Itachi, die kennt ihr bereits, Asuma und Tsunade, die sind neu dabei, sonst ist alles gleich geblieben.
Also, beenden wir das mal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Generations. Dann geht's mit der Minato-Story weiter. Ciao zusammen!